Ja, Tag zusammen und herzlich willkommen zur Spieltagspressekonferenz von 2 Kölsch. Ja, hallo Leute, und das am 28. Spieltag der 2. Liga. Und der FC trifft auf die Truppe von Hertha BSC Berlin. Und 28. Spieltag, da klingt uns doch was im Ohr. Manche nennen es Crunch Time, wir haben es mal Kranz Time genannt, der große Endspurt. Aber vor allen Dingen Christoph Daum, der immer gesagt hat, am 28. Spieltag, da musst du am Start sein, denn dann geht das große Finale los. Ja, und wir haben bestens vorbereitet, deswegen stehen wir auch hier am Volksgarten. Wenn ihr euch erinnert, wir standen schon mal vor 1,5 Jahren hier und der Volksgarten hat alles bereitet, rechtzeitig zum Saisonbeginn. Hier sieht es richtig gut aus. Vor 1,5 Jahren sah es noch etwas anders aus hier. Ne? Ja, allerdings. Ich kann mich erinnern, da fuhren hier Bagger rum. Hier waren riesige Wälle aufgetürmt von Erde, Steinhaufen überall und eine gigantische Baustelle. Es war auch sehr laut und das hat sich eindeutig geändert. Man sieht, der Teich ist mittlerweile vollgelaufen. Also da ist ein richtiger Durchbruch offensichtlich erfolgt und die Baustelle ist gut vorangekommen. Ja, und was folgt auf den Durchbruch? Wie immer steht es bei uns auf dem Shirt. Durchbruch. Durchmarsch! Ja, wo sind die Shirts? Die haben wir noch nicht, die kommen gleich erst. Trotzdem auf jeden Fall 2 Kölsch. Auf 3 Punkte gegen Hertha. Prösschen, Leute! Ja, mein Gott, was ist jetzt der Unterschied zwischen Durchmarsch und Durchbruch? Ist doch völlig klar. Gegen Paderborn haben wir den Weg geebnet und jetzt müssen wir zusehen, dass wir so schnell wie möglich weiterkommen und Fakten schaffen und so schnell wie möglich den Aufstieg perfekt machen, damit wir in Verhandlungen, in Planungen für die Zukunft möglichst gut aufgestellt sind. Und nicht rumeiern bis zum letzten Spieltag. Also ein richtiger Durchmarsch sollte jetzt anstehen. Und bevor wir da weiter drüber sprechen, blicken wir jetzt allerdings noch mal zurück auf den Durchbruch in Paderborn. Und das war wirklich ein hochspannendes Spiel bis zum Ende. Ganz emotionale Momente. Aber noch viel mehr Emotionen hat der Thomas an diesem Tag erlebt. Und das erzählt er euch jetzt mal selbst. Ja, man muss sich das vorstellen. Wir waren im Gaffel am Dom zum Vorglühen und es ist ja, wenn man da hingeht, man trifft ganz viele nette Menschen, bekannte Gesichter, Köbis großartig. Also es war eine fantastische Stimmung mit Vorfreude aufs Spiel und stehen da mit einem Bierchen und dann kriege ich einen Anruf. Meine Mutter ist dran und sagt, sie glaubt, mein Vater liegt im Sterben. Ja, was macht man dann? Das ist wie so eine Ohrfeige. Ich bin natürlich sofort los. Bin dann nach Hause und sehe das Haus schon und kriege dann die Nachricht, mein Vater ist gestorben tatsächlich und ich habe ihn um 4 Minuten verpasst. Schrecklich, also dieses Verpassen selber ist nicht so schlimm. Ich war vor dem Spiel noch bei ihm. Man muss vielleicht dazu sagen, mein Vater war Schwerstpflegefall seit einiger Zeit, hat zum 80. Geburtstag vor 7 Jahren jetzt einen Aortabogenriss gehabt und in der Not-OP dann mehrere Schlaganfälle, hat sich ins Leben zurückgekämpft, musste wieder sprechen lernen, laufen lernen, aber im Alter von 80 ist das dann echt schwierig. Also 7 Jahre Kampf liegen da hinter uns. Das war ein richtig geiler Typ, ein sportlicher Typ, einen sehr guten Humor, witziger, also einfach ein cooler Kerl. Ja? Und, richtig cooler Typ, ja. Der hat dann einfach viel zu lange gelitten. Insofern war es keine richtige Überraschung, aber selbst dann, wenn man eigentlich weiß, es ist eine Erlösung, es ist für ihn auch ein Sieg, so wie der FC einen hatte, haut's einen weg. So, und jetzt ist das sehr privat, vielleicht irritiert es den einen oder anderen. Ich möchte einen Bogen zum Sport wiederfinden und zwar nicht nur deswegen, weil mein Vater selber Fußball gespielt hat in der Jugend, 2 Jahre ausgewandert nach Australien, da sich durchgeschlagen als Torhüter, ein bisschen Geld verdient tatsächlich auch. Aber das Wesentliche ist, selbst in dieser Kacksituation, wenn man da steht und man ist echt am Boden, dass der FC gewonnen hat, ist wie so ein Lichtchen da. Also mein Vater hätte sich gefreut, ich wusste das. Und für mich war es auch so ein Moment, wo du sagst, irgendwas ist doch in Ordnung, irgendwas geht noch. Und es ist so, weil es weist weit über den Fußball hinaus. Deswegen möchte ich einen Dank an die Mannschaft und überhaupt der Mannschaft und den allen Beteiligten beim FC auch sagen, es ist viel mehr als Fußball. Ihr spendet Leuten Trost, ihr sorgt für Ablenkung, auch in schweren Zeiten. Das ist was ganz, ganz Wertvolles, was ihr da leistet.
Was soll ich dazu jetzt für Worte noch zusätzlich finden? Also ich kann nur aus meiner Sicht diesen Moment beschreiben. Es war natürlich auch sehr emotional, als ich mitbekam, was jetzt gerade da im Hintergrund beim Thomas passiert. Er fuhr dann ab und natürlich fragten mich auch alle Leute, die mit vor Ort waren, ja, warum fährt er denn jetzt wieder und was ist denn los? Und als ich ihnen dann erzählte, dass da möglicherweise dein Vater dann echte Probleme bekommt und vielleicht stirbt, fragten sie natürlich dann auch ständig während des Spiels weiter, hast du was gehört? Und ich hatte ja nichts gehört, sondern auch erst nach dem Spiel las ich dann deine Nachricht. Und deswegen, also es war ein unfassbar emotionaler Nachmittag, für dich natürlich noch viel, viel mehr als für mich. Und so wie es dann am Ende ausgegangen ist, das hat mir auch tatsächlich geholfen, darüber etwas hinwegzukommen. Und wenn ich höre, dass es dir auch geholfen hat, ich meine, das ist ja eigentlich eine unglaubliche Geschichte, dass einem sowas Lapidares wie Fußball in dem Moment helfen kann, über den Verlust des Vaters hinwegzukommen. Aber es gibt, glaube ich, diese Zusammenhänge tatsächlich. Und das zeigt, du hast es wirklich super beschrieben gerade, welche Emotionen auch Fußball in der Lage ist zu leisten. Das ist schon absoluter Wahnsinn. Ja, ja. Du bist sowieso in so einer Situation zwischen ganz großen Lebensfragen und ganz profanen Dingen so. Deswegen, mir fällt es auch nicht schwer, dann wieder zurückzukommen zu dem Wesentlichen, Unwesentlichen. Ich glaube, wenn wir mal weggehen, beim Fußball bleiben wir weg vom FC. Das, was Bielefeld gelungen ist, als Underdog so ein Ding rauszuhauen und die Leverkusener rauszuschießen, das hätte meinem Vater auch Spaß gemacht. Da hätte er sich kaputt gelacht und gesagt, das ist eine geile Geschichte. Und so geht es uns auch, nicht wahr? Gut, also das war tatsächlich gestern Abend einer der wunderbarsten Karma-Momente, die ich in meinem ganzen Leben erlebt habe. Also ich erinnere mich genauso wie jeder FC-Fan natürlich ans Viertelfinale zurück. Was haben sie uns mit Häme zugeschüttet? Frimpong oder Caro oder auch Rolfes, diese ganzen Nasen, die da rumlaufen. Und das haben sie so dermaßen jetzt zurückgekriegt an ihre Pillenbirne. Das ist mir runtergegangen wie Öl gestern Abend und wir haben das bestimmt sehr lange gefeiert, jeder FC-Fan. Und dass es deinem Vater gefallen hätte, das kann ich mir sehr gut auch vorstellen. Das glaube ich schon. Nicht gefallen hat es offenbar denen, die sich Leverkusen-Fans nennen. Ich finde, dass die sich eher unwürdig verhalten. Nicht nur, indem sie uns damals verlacht haben, obwohl sie eigentlich quasi durch Glück gewonnen haben, sondern wie die sich den eigenen Leuten gegenüber verhalten, ist auch nicht toll. Ne? Ja. Also das, was wir mal vor jetzt 10 Jahren getragen haben als unser allererstes Shirt, das ist dummerweise für Leverkusen immer noch aktuell. Ja, da blicken wir gerne mal drauf zurück. Hier, du kannst es ja mal hochhalten. Ich nehme mal deinen... Ja, so. Nimmst du mal das Mikro? 10 Jahre ist es her, unser erstes Shirt. Respekt kann man am Transfermarkt nicht kaufen. Und auf der anderen Seite steht, Fans auch nicht. Und es hat sich nichts geändert bei euch. Es ist 10 Jahre her. Und ihr seid immer noch derselbe Sauhaufen wie damals. Und was ihr euch da wirklich für eine Klientel herangezüchtet habt an Erfolgsfans, die jetzt die Mitgliederzahlen da auch am explodieren lassen. Weißt du, haben das Double gewonnen, sind Zweiter in der Tabelle, stehen im Halbfinale des DFB-Pokals und die Fans haben nichts Besseres zu tun, als ihre Jungs ins Achtung zu stellen in dieser Art und Weise. Und als ich den Chaka da gestern habe rumdebattieren sehen, also auch das hat uns natürlich, also es hat mich auf der einen Seite entsetzt und auf der anderen Seite war es ein Riesenspaß. Also Leute, so kann man sich als Fans echt nicht aufführen. Selbst in Leverkusen bei so einem gekauften Konstrukt nicht. Das ist ein neureiches Gehabe, ganz ekelhaft. Und ich muss sagen, wenn ich dann das im Vergleich sehe zu den Leuten, die wir im Gaffel am Dom gesehen haben, zu den Leuten, die wir bei Auswärtstouren und auch bei den Heimspielen immer treffen, bin ich so glücklich für diese kölsche Fankultur, für diesen Respekt über den anderen, wenn es geboten ist. Und das ist und auch ehrlicherweise zu diesem echt, da passt ja kein Blatt dazwischen, zwischen die Kurve und die Mannschaft. Das ist eine tolle Geschichte und das ist Teil des Erfolgs bei uns. Ja. Und glaubt uns eins, das sind echte Luxusprobleme, die ihr habt. Wir Kölschen, wir sind wirklich einen Kummer gewohnt und würden das aber niemals in so einer Art und Weise an unserer Mannschaft auslassen. Also es war einfach nur läppsch.
So, und jetzt haben wir genug über die Pillen gesprochen. Jetzt reden wir noch mal über das Positive in Paderborn, denn das war wirklich, also ich fand die Leistung richtig klasse. Und wir sind, wenn man jetzt unsere Matrix sich noch mal vor Augen führt, also auf der X-Achse steht der Erfolg, also Punkte holen, und auf der Y-Achse steht Attraktivität des Spiels. Dann sind wir tatsächlich jetzt langsam rechts oben angekommen. Also wir haben erfolgreich gespielt, 3 Punkte geholt und richtig gut gekämpft sowieso. Aber ich fand es auch spielerisch mit unserem neuen Traumsturm, auch Lemperle und Rondic. Also da waren richtig gute Ansätze zu sehen. Und auch an der Stelle sind wir bereit für den 28. Spieltag, für das Finale der 2. Liga. Schönes Bällchen von Waldschmidt auch. Ne? Den habe ich letztes Mal ja auch schon mich positiv geäußert. Und man hat das Gefühl, dass alle jetzt irgendwie sich eingegroovt haben und den Kopf richtig geschaltet. Das gehört dazu und das ist ganz wunderbar. Ich sehe auch sehr positiv auf den Endspurt und freue mich auch auf die Ablenkung und das Glück, Fußball so zu lieben, jetzt am Wochenende auf das Spiel. Ja. Ein wunderbares Schlusswort und damit würde ich sagen, wir sehen uns, es ist wieder ein Spätspiel, ne? Samstagabend, 20:30 Uhr im Müngersdorfer Stadion. Macht's gut, Leute. Prösterchen. Tschüss, Paps. Wir trinken auf ihn.